Gute Morgen, wir sind hier an einer Videoserie über Kirchen zu Lützeburg. Im Moment a Klausen direkt bei der Stadt. Das ist ein Quartier, den ganz lang kaum bewohnt war. Am Jahr 1865 hat Klausen für die erste eine eigene Kirche gekriegt. Bis dahin hat es normalerweise zur St. Michelskirche Verschmärt gehört. Planen für das Gebäude haben Entwurf vom Architekt Charles Arendt am neogotischen Stil. Der war damals ganz in, weil der gotische Stil, ein bisschen als der Stil vom Mittelalter, verstanden gouf, wird angeguckt gouf als eine besonders christliche Zeit. Und das sollte noch hier an diesem Gebäude durchgestaltet gehen. Denn Charles Arendt war einer von den bedeutendsten Architekten hier zu Lützeburg am ganzen 19. Jahrhundert und hat immens viele Kirchengebäude durch das ganze Land abgerichtet. Hier in Klausen haben wir ein Mobilier, den aus der Bauzeit erhalten ist. Das ist den einzigen an der ganzen Stadt. All die anderen Kirchen aus der Zeit, die haben am Laufe der Zeit eine neue Errichtung gekriegt. Dann hat ein ganz paar die grossen Bilder auf den Mauern, das ist leider nicht mehr ein Überrest, es war viel mehr, hier waren gemalt. Das ist ein Maler Braun von Jung Lünster, den das gemacht hat, den das Leben von der Kunigunde hier durchgestaltet hat. Das ist auch typisch für die Zeit vom 19. Jahrhundert, weil damals die Lützeburger angefangen haben, ihr eigenes Land zu entdecken, auch ihre Geschichte zu erforschen. An dem Kader haben sie dann auch die Kunigunde selber neu entdeckt. Und weil sie direkt daneben Bock geboren war, ist dann die Klausener Kirche auch eine Kunigunde-Kirche ging und von Gold die erste Kirche am Land, wo den Titel benutzt ging. Hier haben wir den Dorf stehen, den ist historisch interessant, weil auf dieser Platz der Robert Schumann gedäft ging. Der Robert Schumann haben wir auch schon gerade für Druck gesehen, auf einem von den Bildern am Chor, wo ihn durchgestaltet ist als kleine Massendinger.